Ekran! Hij tranen je nicht ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Mit Jünd als Eduard Giesbrecht. Weit woher. Welkom to deze serie van Ekran. Deze serie wordt op het Jugendkampement tot 2016 hier in Bolivien gefilmd. Dat wordt georganiseerd van Impacto Vertical en de redner wie Walter Niefeld. Vandaag wordt Walter ons reden over Beziehungen, wo wir uns mit anderen Menschen keine Gemeinschaft haben und mit Gott keine Gemeinschaft haben. Klar, die sollten wel immer dat alles twee merken, wenn du irgendwo so eine Gemeinschaft sein, zwischen Eltern und Kindern, oder zwischen verschiedenste Menschen, oder zwischen Gott und dem Mensch. Aber wenn wir nur Gott kommen und du die Beziehung reich merken, dann kann die Beziehung mit den Menschen besser werden. So musst du gesehen werden durch das Programm. Weet je, dat is zeer wichtig. De Beziehung zu Papa, zu Mama, zu unseren Eltern, en de Familie. En diesem alle dat je haar, zit einer dort nicht an. Dann kommt die Zeit, ich bin nu 52 Jahre, meine Eltern leben noch, weil sie sind lebendig und nu kann ich al maar ganz wenig mit an spazieren. Sie können auch nicht mehr so klar alles abnehmen, als vorher. Sie haben nicht mehr so viel Kraft zum lang spazieren. Ich wohne weit auf von an, ein paar hundert Kilometer. So meistens habe ich einmal im Monat Gelegenheit. Aber wenn ich in Paraguay sehe, wo meine Eltern wohnen, versichere ich jeden zum Morgens, 7:30, dann weiß ich, dann setze sie im Phone. Warte, es soll klingeln. Und dann rufe ich kort an, wo je wo hij geschlafen, sind je gesund und so weiter. Das hilft eine Beziehung. Aber das ist, wo zwei Personen oder mehr miteinander umgehen. Und auf einer Arbeitsstelle, die hat eine Beziehung zwischen dem Arbeitsgeber und dem Arbeitsnehmer. Das ist eine Beziehung, die begrenzt sich mehr. Du weißt, was er dir sagt, und er tut dir dafür, was er dir schuldig ist. Mehr wird die Beziehung nicht sein. Ja? Eine Familie ist das anders. Die Beziehung zu den Eltern soll im guten Fall anders sein. Dat het een geven en een nemen is. Het heeft ook kranke Beziehungen. Zum Beispiel, wenn eine Familie wie ein Trinker ist, ein Alkoholiker, dann redet man von einer Beziehung von Aufhängigkeit. Nicht bloß der, der Alkohol trinkt, ist aufhängig, die Familie wird auch krank. Will sie mal abpassen, dass es nicht Trouble gibt. Will sie leiden unter der Folge und haben eine kranke, aufhängige Beziehung. Die Kinder von den Eltern und die Eltern manipulieren die Kinder vorken, die Mama, damit es nicht Streit gibt, dass sie abpassen, dass Papa nicht da wird und dass es nicht Trouble gibt. Und dann gehen die Mama und tun die Sache in ihr Raum, damit das Haus alles ruhig ist. Ja? Diese Manipulation heißt das, wenn die Mutter dort versucht so zu drehen, dass es für in dem Moment gut ist. Aber in Wirklichkeit ist es nicht mit der Wahrheit. Es ist nicht, dass es sein soll. Das ist auch eine kranke Beziehung. Es gibt viele kranke Beziehungen. Beziehungen, die bei den Feind utnutzen, um uns zu schaden. Aber Gott ist uns Vorbild für eine gute Beziehung. Und Johannes hat in seinem Evangelium viel darüber geschrieben, über die Beziehung, die Gott mit uns will haben. Ich wollte mal eine andere Frage stellen. Warum, Levi, ist das wichtig, dass man sich bezieht? Warum wird dir das wichtig sein, dass du Frieden mit Jesus hast? Woran liegt dir das? Ich habe aber eine Antwort, die haben viele von Jünden, die sagen ich aber nicht. China will eine Hallmänner. Stimmt nicht? Ja? Jesus errat mich, verzeih mir, ich will nicht eine Hallmänner. Aber das ist nicht das Rechte, woran wir sollen in Jesus kommen. Weil der Hall
es nicht dort, was uns nur Jesus bringt. Seine Leben trägt uns. Was er für uns hat. Die Antwort, die ich gebe, wäre auch richtig. Bei unserem Hort habe ich vorhin so denken, ich muss zu Gott kommen, oder ich muss zu der Gemeinde hören, damit ich nicht verloren gehe. Damit ich nicht an der Hand komme. Gott will eine gute Beziehung haben. Als er Adam und Eva geschaffen hat, was tut Gott? Er kommt jeden Tag, sagt die Bibel, am Jenond, wenn es Child wird, kommt Gott und tut mit an, spazieren, vertalen. Er hat mit an Gemeinschaft. Er redet darüber, was sie tun wurde. Wo sie wurde die Tiere Nomen geben, was immer. So, sie hatten eine Beziehung. Adam und Eva, bis die Sünde kommt. Als die Sünde kommt, dann fängt diese Beziehung an zu leiden, weil Adam und Eva sich vor Gott verstoppten. Dann gab es Troubles. Und ihre Kinder, die hatten auch Trouble. Da gab es zwischen Brüdern eine schlechte Beziehung. Der eine war aufganstig, wie dem anderen. Weil der eine kann besser spielen als der andere. Das ist wie das gestern Movie sagen. Ja? Einer kann besser spielen als der andere. Einem dem sind abgenommen Gott an, dem anderen sind das wenig so. Und dann war der aufganstig und einen schlug kein den Abel dort sein Bruder. Ja? Und der hatte Probleme in den Beziehungen. So tun, was immer für sich unsere gute Beziehungen zwei zu machen oder krank zu machen. Und Jesus wird immer darauf sein, unsere Beziehung zu heilen. Dort wir eine gesunde Beziehung haben, und wie Menschen brauchen eine Beziehung, um zu leben. Ohne eine Beziehung ist uns Leben tot. Sind wir am Leben tot. Wir brauchen das. Man sagt, ein kleines Baby kann nicht leben, wenn es nicht eine Beziehung hat zu einer Mutter. Wir brauchen Beziehungen, wenn wir das nicht haben, dann sind wir ein Stein, dann sind wir tot, dann passiert viel Schlechtes. Ich will im Wort Gottes lesen, im Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 6. Willst wie das da eben über Johannes viel reden, was er geschrieben hat, wo er das gesehen hat, und gehört hat, was Jesus sagt. Johannes Kapitel 14, von 1, das saß. Lutjen nicht dort hort beurteilen, das ist Jesus. Ich lebt an Gott und ich lebt an mir. An meinem Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Man dort nicht so wie, wo der Jünd dort gesagt haben. Ich go also han, Jünd der steht, reit zu morgen. Und wenn ich hango, der steht für Jünd reit zu morgen, wo ich zurückkommen und Jünd auch durchnehmen, dort sie durch sind, wo ich sie. Und sie weiten, wo ich hango. Und sie weiten auch den Weg zu haben. Thomas sagt am Herr, wir weiten nicht, wo du hangest. Wo können wir dann den Weg weiten? Jesus sagt ihm, ich sehe den Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nem Vater, Buddha, das mir. Das ist ein wunderbarer Text. Johannes sieht, wo Jesus an Enlude deed und sagt, ich gehe für ihn eine Wohnung machen, ein Haus, wo ich wohnen. Dat je keine da zijn, wo ich sie, ich will ihn bei mir haben. Wie Menschen brauchen Beziehung, und Gott sagt, er will eine Beziehung zu uns, und er braucht Bilder, um uns zu wissen, was er meint. Weil vorhin verstehe ich nicht, was will Gott von mir? Woran dort? Wo soll ich mit Gott spazieren? Ab wo Ort von Beziehung, wo ich zu Gott habe? So, er braucht ein Bild, dann sagt er, ich sehe den Vater. Das wäre ins Lied, Jesus, uns das Gebet, uns Vater, der du bist im Himmel. Und wenn Gott sagt, er ist uns Vater, dann meint er, dass er für uns sorgt. So ist ein Vater für seine Kinder. Wenn Gott sagt, er ist uns Vater, dann meint er,
dass er uns das Leben gegeben hat. Dass er nur uns abpasst, dass keiner uns was Schlechtes tun kann. Dass er das Beste von uns will, dass er uns lehren wird, was wir im Leben keine tun, was er wird für uns verhaben. Wenn Gott uns vor ist, dann wird wir mit nachfragen, wo ist Gott? Wie liegt nicht jemand nach unserem Vater, nach unserem Papa, nach unserer Mama? Nicht so? Wir haben was von denen geerbt. Und wenn Gott mein Vater ist, wenn ich von seinem Geist geboren bin, dann muss ich nicht auch nach ihm blicken. So, ich muss wissen, wo ist Gott, dann weiß ich auch, wer ich bin. Je doller ich am Channel liege, desto doller wo ich weiß, wer ich bin. Viele Menschen, die Gott nicht kennen, wissen nicht, wer sie sind. Wissen auch nicht, wohin sie gehen. Ja? Wenn je nun an Tüsteinchen und jene Mama und jene Papa, dann wollen ihr wissen, dass viele von jene Mama und jene Papa, die haben von dort Krankheiten, dus hohen Blutdruck, Nervenkrankheiten, maar de Pille dafür nehmen, ja, für die Nerven, hohen Blutdruck, Schrift, Zucker am Blut. Ich habe 5, 6 Krankheiten, die haben sie studiert. Und über 1700 Menschen, über 30 Jahre. Und alle haben aus China eine kranke Beziehung zu ihrem Vater. Und wenn du als Kind Angst hast vor deinem Papa, oder dein Papa ein Drinker ist, und du nicht bei deinem Papa kannst auf die Schuld kommen, wenn du Angst hast, dass dein Papa die wird was Schlechtes tun, dann hast du als kleines Kind einen hohen Level von Stress. Und wenn du erst 50 bist, 45, 50, dann hast du irgendeine von diesen Krankheiten. Weil das hat von klein ab den Körper abgenommen und dann kommst du bei dem Ellen, deswegen gibt so viele kranke Menschen in unserer Gesellschaft, in dem Ellen. Und viele gestorben mit 50 Jahren. Weißt du, dort sind eine Realität. Uns Menschen macht dort krank. Uns Menschen macht dort körperlich krank, seelisch krank und geistlich krank, wenn unsere Beziehungen nicht stimmen. Dort kleine Kind kann nicht dafür. Kann nicht ändern. Nu sind die Jugendlichen, nu können die was ändern. Je können die entscheiden, auf der Bett eines wird, die begleiten im Leben und die wieder krank machen. Oder auf die worden vergeben, auf die worden Jesus beten, dass er ihnen hört. Heile das. Und dass die mit Jesus worden ein anderes Leben leben. Damit die nur ihnen kommen worden, all anders worden zijn. Al nicht worden broeken dat lieden haben, was die gehört haben, von thuis. Wo ich von dort lebe, daran ist mein Vater nicht schuld. Ja? Weil es als Jugendlicher wäre, hat ich die Gelegenheit zu entscheiden, ob ich will mit Jesus gehen und mich von Jesus heilen lassen, oder als ich will so leben, so er gelebt hat. Und ich habe mich entschieden, mit Jesus zu leben. Und von daher habe ich eine gute Beziehung zu meinem Vater. Eine sehr gute Beziehung. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.